I believe I can fly. I believe I can touch the sky. So jetzt aber. Dann willkommen zurück, Freunde. Wir wollen noch in das Erdland schon erreichen. Erst einmal durch die Lüfte gleiten mit dem Wolkenvogel. Endlich mal wieder, nach all den Jahren. Und der Bewegungssteuerung. Juhu! Hey Zelda, da wie geht's? In der ganzen Aufregung sollen wir noch einmal alles durchgehen. Bist du bereit zum Fliegen, Michael? Da muss ich eher meinen Vogel fragen, nicht mich. Du kannst den Vogel frei bewegen, beachte doch, dass er langsamer wird, wenn du ihn nach oben lenkst. Ja, was irgendwie Sinn macht. So rein logisch betrachtet. Wow, was war das gerade? Also schneller fliegen möchtest, musst du ihn dennoch nach oben stellen, um Höhe zu gewinnen, nur dann, um danach in den Sturzflug überzugehen. Macht Sinn. Und Sturzflug! So, ich muss gerade mal ganz kurz die Zeit nutzen, weil irgendwie hat sich gerade mein Grafiktreiber gemeldet. Warum auch immer. Wie unhöflich. Okay, was passiert, wenn ich eigentlich da runterfliege? Oh, okay, passiert gar nichts. Gut. Flieg! Vögelchen, flieg! Flieg! Gyrosensor funktioniert nicht mehr. Okay, gut. Beständig eine Höhe gewinnen und danach in den Sturzflug gehen. Das ist die Grundlage für schnelles Fliegen. Und, mein Wolkenvogel, alles in Ordnung? So. Ziemlich anstrengend, ziemlich gutes Workout. So. Ist alles noch cool. Und weiter. Ich finde es so schade, dass die Wolkenvögel in den anderen Zelda-Spielen eigentlich nie wieder so eine Relevanz hatten, gar nicht mehr erwähnt wurden. Und theoretisch in Breath of the Wild dachte man sich so von wegen, vielleicht auch vom Aussehen her und wie sie fliegen können und so, könnte es sein, dass die Wolkenvögel sich zu den Orden entwickelt haben, obwohl es bei The Wind Waker ganz anders war. Aber naja. Wie alles einfach mal aus. Angreifen? Ah. Hä? Langsam geht auch? Das Angriff wusste ich noch, aber für langsam war mir jetzt neu. Warte mal, stimmt, das ging. Hä? Was ist jetzt los? Michael, er hatte schon das Schlimmste befürchtet, aber dein Wolkenvogel scheint in Ordnung zu sein. Vater und die anderen warten sicher schon. Beeilen wir uns. Ja, deswegen wegen den Wolkenvögeln. Ich bin gespannt, wie es bei Breath of the Wild 2 oder auf dem Nachfolger sein wird. Ob da vielleicht das Thema Wolkenvogel wieder mehr aufgegriffen wird. Der Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Ich kann nur meinem Vater berichten. Jo, mach das. Hey, Michael! Ach, du hast deinen Federvieh gefunden? Wir haben jetzt einen Morgen geübt. Warum kriegt er nichts können wie du eigentlich immer eine extra Wurst? Hä? Jetzt tauchst du ja auch noch mit Zelda auf. Tja, allein traust dich wohl nicht, wa? Zelda allein, ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Willst du dir mächtig was drauf ein, stimmt's? So ist es doch, oder? Ja. Aber du redest die ganze Zeit davon, dass Zelda heiraten wir und sie dann für immer zusammen sind. Der Sieg der Zeremonie, und das wird natürlich sein, erhält von der Vertreterin der Göttin also Zelda, den Paraschal. Und niemals wird er zulassen, dass jemand anderes mir dieses Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Den Paraschal, den er selbst getragen hat, in meiner Hand. Ich bestimmt toll. Nach der Zeremonie für den Sieg auf der Stadt der Göttin. Wir beide ungestört. Zelda und ich ganz allein da oben. Alter Bardo! Behalte eine perversen Fantasien für dich, aber ganz ehrlich. Bardo, Bardo! Hinter dir! Hinter dir! Was ist denn? Stört mich nicht! Wir beide? Wie? Ganz allein, ja? Ja. Also Michael, gut, dass du einen Vogel gefunden hast. Das ist ein guter, ehrlicher Wettkampf. Bis dann, Zelda, und bei der Zeremonie immer schon auf mich schauen, ja, ich bin der, der fliegen kann. Zwinker-Smiley. Was für ein Trottel. Hey Bardo, warte auf uns!
vor allem wie peinlich. Ein guter ehrlicher Wettkampf? Das hätte ich einiges dazu zu sagen. Ja, Blicke, wenn Blicke töten könnten. Michael, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib halt dein Bestes, ich glaube an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Klar. Nur wir zwei? Bitte, das hätte ich nicht von dir gedacht, Michael. Ich auch nicht. Die Vogelreiterzeremonie beginnt. Die ausgewählten Schüler bitte zum Start. Also dann, Michael, bis gleich. Darf ich da vorne speichern? Düsenwolkenvögel oder was? Dann einfach mal ein bisschen gefurzt. Naja. Sehr gut, beginnen wir also mit der Vogelzeremonie. Als ich vor allem verstanden habe, dann hieß es von wegen, ja, ein Kaminroter sei so selten und so. Der Typ hat einen goldenen. Oder soll es irgendwie ein Gelb sein? Es sah erst so aus, als würde Mike nicht teilnehmen können, aber jetzt sind ja alle hier. Erklären nun die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf ein Signal springen die los und springen vom Steg ab. Vergesst mir beim Abspringen und vor lauter Aufregung bloß nicht zu drücken, um einen Wolkenvogel zu rufen, ja? Sieger ist, wer als erster die Vogelfigur in seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Irgend verstanden? Jo. Warte mal ganz kurz. Okay, neu synchronisiert. Gut. Der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Ja, wissen wir bereits. Die Vertreterin der Göttin in ihrem selbstverständlichen Preis ist ja persönliche Übereinung, die ihr wisst. Zelda! Sag, dass ihr noch eigentlich niemand gelernt habt. Entschuldigung. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wird oder andere Teilnehmer angreift. Wird garantiert passieren. Das gilt besonders für dich, Bado! Gepora. Alle auf ihre Plätze! Was trage ich eigentlich immer noch das Schwert? So. Hey, wieso haben die so einen Vorsprung? Hä? Haben wir es bekommen oder nicht? Hä, was muss man da tun? Aber wir haben Déjà-vu, aber nicht das gleiche damals auch schon gefragt? Okay. Ebenso war das doch. Hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner. Mann, ramme ihn. Du weißt dich mit Bado anzulegen? Nimm das, Kleiner. Der schmeißt ernsthaft mit Eiern auf mich. Das ist ja wohl der in die Richtung. So, ich muss einfach nur nah genug ran. Du hast Vogelfigur erhalten. Hä? Das ging aber schneller als damals, oder? Was ich damals sogar so irgendwie dreimal oder so Bado abwehren musste? Ich hab's! Michael! Zelda, was machst du da? Oh, mein armer Vogel. Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Michael. Danke. Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin. So soll es sein, Freunde. Unsere erste große Prüfung als Held. Oder ja, als Link, doch als Held haben wir gemeistert. Michael, du musst nun die Vogelfigur der Göttin darbringen.
Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt, an deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkt dir die Göttin ihren Segen, auf dass die Winde dir und deinem Wolkenvogel stets gewogen sein mögen. Der Text kam mir irgendwie bekannt vor. Gab es denn da auch in Breath of the Wild in so ähnlicher Form? Und das mit den Winden könnte man ja auch mit dem Wind Waker assoziieren. Aber egal. Der Segen der Göttin. Ein weißes Segel tanzen im Wind für dich. Ja, vor allem Segel tanzen im Wind. Da klingt ja eigentlich echt eher nach Wind Waker. Wir gehen auf große Bootsfahrt. Du hast den Paraschal erhalten. Mit ihm kannst du auch dann sichern an, wenn du von hohen Orten herabspringst. Er riecht vertraut. Ja. Was soll das denn? Das ist eine heilige Zeremonie. Dieser Paraschal. Man sagt, diese Göttin ihn seit Urzeiten dem von ihr Auserwählten zukommen lässt. Ich dachte, du hättest ihn gestrickt. Natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ja, eben. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Natürlich. Danke, Michael. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Das bin ich auch. So, das war es also. Du weißt, was du jetzt tun musst? Oder etwa nicht? Nicht wirklich. Wirklich? Du bist doch sonst immer so schlau. Von hier springst du runter. Dieses runde Bodenrelief vor der Stadt der Göttin. Lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor der Landung ZR drücken, um den Paraschal zu öffnen. Öffne den Paraschal erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Nee? Ich kann kein einziges Mal speichern! Das hat toll gemacht, Michael. Ne? Was auch sonst. Sag mal, Michael, jetzt hast du schon gewonnen. Das Wetter ist schön, auch der Windplay ist nicht so stark. Also wäre es in einem kleinen Ausritt über den Wolken? Michael, hör mal, Michael! Was ist? Den heutigen Tag wird mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir zu zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Jo, stimmt. Weißt du was, Michael? Du und ich, wir... Hey, was? Was zum Henker? Uah! Was ist das? Zelda, schnell abdrehen! Michael! Zelda! Michael.
Ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Michael. Nimm meine Hand! Endlich bist du aufgewacht. Was ein Wogenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Sieht aber aus, als hättet ihr keine großen Verletzungen davon getragen. Michael, was ist mit Zelda geschehen? Waren wir zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Da kam so ein fetter Wirbelsturm und ich habe keine Ahnung, es ging alles so schnell. Wir konnten gar nicht rechtzeitig reagieren und plötzlich war sie weg, sie wurde wie verschlungen. Ein schwarzer Wirbelwind, das klingt nach einem gewöhnlichen Sturm. Du darfst noch nicht zu sehr anstrengen. Hör mal, Michael, als ihr draußen wart, meine Tochter irgendwie anders als sonst? Ja, sie fasselt davon, dass sie irgendwie Stimmen hörten, so von unter den Wolken und so. Vom Erden hat sie alles gesprochen, ja. Du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt. Interessant. Oh, entschuldige, ich habe noch gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen. Wie dem auch sei. Die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir nichts finden. Hör mir zu, Michael. Mach dir keine Sorgen. Zelda geht es gut, davon bin ich überzeugt. Denn ich bin ihr Vater. Wenn ich bloß auch so zuversichtlich sein könnte. Diese Stimme. Die Ritterschule. Wer bist du? Kannst du bitte mal stehen bleiben? Hallo? Verzeihung? Okay, das ist creepy. Komm, folge mir. Wer bist du? Was willst du von mir? Wo gehst du denn hin? Oh, abgeschlossen. Ganz schön gefährlich. Was ist mit dir los? Alter! Oh, wir gehen hier runter. Okay. Monster! Mann, Link! So, jetzt aber. Mann. Ja, aber bitte ganz kurz Truhe öffnen, das wäre ganz freundlich von dir. Ein roter Ruby! Ruby. Ja, super. Oben durch. Wah! Hau ab, du Scheißvieh! Ich dachte, diese Katze vom Chef? Und was ist denn los?
Der kratzt mein Gesicht, ja? Nein! Also in Ruhe, ja? Ich will nichts von dir. Ich bin Tierfreund, auch wenn es jetzt so aussieht. Oh. Alter. Was für ein Scheißtag. Im Endeffekt. Da dachte er noch, er könnte noch cool werden. Mann, Zelda. Was ist bloß geschehen? Ja, toll. Sag mal. Wow! So. Das Vieh kommt nicht wieder. Sag mal. Boah, das ist wohl... Ich soll darüber? Meine Güte. Was ist irgendwo geflogen? Sollen wir da heilen? Oh. Sag mal. Das ist ja wohl einfach... Das gibt's einfach nicht. Das heißt, dass sie die Tür abgesperrt haben. So. Was willst du jetzt eigentlich von mir? Okay, seit wann kann man die Statue betreten? Heiliges Knono, ey. Naja, Freunde, muss man sagen, für Link geht das Abenteuer hier natürlich weiter. Für uns erstmal noch nicht, weil da ist gerade ein schöner Cliffhanger-Moment, um die Folge zu beenden. Wenn ich mich richtig erinnere, wird die nächste Szene ein bisschen länger dauern. Insofern passt es gut, wenn wir das in eine eigene Folge packen. Und dann, ja, mal gucken, was dieses seltsame Wesen von uns will, nicht wahr? Und vor allem, was er auch über Zelda weiß, was mit Zelda genau passiert ist und so. Und ob wir diese Fledermaus noch killen werden. Diesen vieles mehr hoffentlich in der nächsten Folge zurück hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword in HD. Bye bye.